So, die Damen und Herren, dann am Numm ich meine von unserer Gemeinde, die den Abend dann als Gast aus dem Mobilitäts-Travaux Publics-Ministère ganz herzlich begrüßen, aber auch den Direktor von der Branche Chaussee, Herr Ronald Fox, also der Christoph Reuter von den Travaux Publics, der Minister lässt sich entschuldigen. Ich meine auch den ganz schwierigen Tag. Ich meine für alle die Leute mit einem normalen Demokratieverständnis als dat ganz schwarzen Dach haut Beispiel die alle Götten die wisst, wer sich an der Welt geht, wer sich 2000 Kilometer von Hai 2000 Kilometer sind dann nicht mehr 2000 Kilometer von Hai wird sich do an der Ukraine det schmengen mir ein Eisproblem ja wann den effektiv die heute Probleme da guckt par rapport zu dem wird 2000 Kilometer östlich von uns wat momentan do geschieht menggen Stadt Freda ist alle Götte net. Schön gesodech begräßen als Gast aus dem Ministère von Travaux Publics an awer auch den Generaldirektor von den Branche Chaussee de Roland Fox, die als durch den Ofenwerte feieren als werden erklären, wat sech an den lachten vaccilosive Meint gedonet am Juli Ufang Juli, wo der Minister an den Herr Fox schon ein Kehaine fir die jeweilig Varianten vun dem Kontournement Dalzingen, wie en sech nennt, respektiv dem Kontournement, de rund Gemeng hesbar soll goen wie die jeweilig Trassen wie dé do sinn. Schmengen alle die Leute, die nowen Teil sind, die kennen den Entourage heiers der Gemeng, die kennen Probleme vun der Mobilität, die sicherlich iwwer die Lächtüren nach ein Gritz zougelöscht huet, mat enger Reif vun neien Zonen, die dann effektiv lotiséiert gesinn. Schönheit Beispiel vum Bande Gasbrich, Klostor, eng so Aktivité Howald, die sich an den nächsten Jahre werden transformieren. Und dann aber auch nicht zu vergessen, dass so eine Aktivität war ja gewähnt zu kontern, die an den letzten Maint noch sicherlich an den nächsten Maint Jahren sich noch zusätzlich wird developieren. Da sind Trafik, den man natürlich am Zentrum von Hesper spüren. Die geht dann effektiv über National 3, respektiv iwwer den CR 231 also das Trü de Bettenbourg respektiv Trü de Gasbrich Roppe bis bei Zonaktivité Howard Kaktus an dann awer auch iwwer den CR 226 haien Jeunesse Sacrifié schmengen dofir erst den Trichter so Trotetier will an der Gëtten Noret an no längs gëtt verdeelt. Mir wësse wat den Trafik pro Dach wat heus Gemeng left, dat huet den eng Inzidenz net op den Trichter fir den Trotetier will oder den 3 ze nennen méi dat huet eng Applikationun op alle goten Indianer schon mal reprien respektiver woch douf Stossen wat man an den lächten Mainter Joren an noch konnten mataliewen. Ma eiser Gemeng as wichtech natilech am Bereich der Mobilitéit och do neii Akzenter zu setzen. Iwer die Lächtüren schmengen den een Wolle vun der Mobilitéit, dats Mobilitéit mat Geféer respektiv nëffen Transport mat Bussen, awer auch die Dusmobilitéit muss man den nächsten verstärkt führen. Driven als Mobilitätscheffen de George Beck, diewer die Lächtüren rund 12 Kilometer wëlos wé ze summen mat als Service a woch mat anderen Institutionen och mat dem Mobilitätsminister, awer auch der NF iwwer die Lächtüren ausgeschafft an noch do muss man an Zukunft nach zusätzlich Erfahrungen machen, dat werden wir auch machen, weil das so die normale Mobilität mam Auto respektiv iwwer den öffentlichen Transport mat de Bussen wat den Strassennetz ugeht, awer fir die Dusmobilität muss man gucken méi sekuriséiert Wëlosfir an Platz zu setzen an do gëtt eifrig geschafft. Dat ass net immer so evident fir dann effektiv auch do die Projekte zu engem positiven Ende können ze féieren. Wie gesagt, mir ginnners net geschloen an dat werden noch fairen, dat awer net Sujet vun den Nowen, Sujet vun den Nowen das ganz klar fir den Zentrum ha vun Hesper a woche als Wirtschaft rundrem Fanting Alzing Izech an noch den Howald fir dort gucken an den nächsten Joren, dat do manner Trafik durch als Wirtschaft geht, dat eben aufgrund vom Bau von dieser Straße
dat du Alternative könne geschärft gehen. E grösse Problem dem auch an der Gemeinde hun ass natürlich mat de Stickstoffdioxidwerter schmengen dat wësse viel Leute vun ihr schon do muss aktiv dro geschafft gin an Kontornummer ass an dat sie doch den Umweltminister eng Lesung dozo fir den To können ze reduzieren. An dafür si immer effektiv froh Mutz dat lo entlech no viele Joer wodro geschafft gin ass dat die Prozedur die öffentliche Prozedur dat de kann deklenchéiert gin an schmengen ich kann ich lo schon im Datlo den zwei Herren ha Dëch einfach mal 4, weil ich weiß, dat ein ganz Party Dossien vun de puer Deich an der Gemeng aufgeliefert sind, dofir der Techt dat d'Enquetepublik dat déi ab Moerwert starten, mengg en gut ass mé den Herr Reuter an den Roland Fox werden ihr Stadt alles enke erklären. Aber wie gesagt, ich mengen Hanno kann natürlich auch den einen oder den anderen noch nach sich froh stellen und der sind da bestimmt nach do. Merci, schönen Abend an die Herren, das sind ich. Merci, Herr Burgermeister, die Damen und Herren vom Chefverrat, die Damen und die Herren. Ich soll ich schon Herr Minister Bausch schöne Bonjour mitbringen. Entschuldigung, ich schon wissen den Host, das weil ich die Covid gerade 100 bauen, nicht weil ich lohnt. Wir wünschen uns alle, dass der Verteidigungsminister nicht zu dienen hört, mir wann den Tag getan hat, zu dienen hört, dann ist das haut. Das ist aber auch kein Grund, das hier aufzusuchen, weil das, was wir heute Abend hier machen, ist ein exakter Konträr von dem, was 2000 Kilometer von hier wegschläft. Wir probieren ein Problem zu lösen, ob ein zivilisierter Weise, wo hier am Saal auch nicht schütteln, der selber Meinung ist. Mit den Erfolg nicht sind Novent hier für zu helfen, zu erklären, für allem den Erfolg, was die Prozedur geht, dass als Bürger ganz genau erklärt kriegt, wie er dann Meinung hier an diesen Prozess könnt abbringen. Ich selber werde die Leute hier überholen, die den Herr Bausch ich selber wollte weisen. Das sind da 7, und da könnten Herr Fox nach mal 17 Uhr singen, da wisst ihr auch, wo der drin sieht, da sind wir flott zu wissen, kommen da nur nach 100 oder kommen da nur nach 3. Mein Thema ist ein bisschen den, was der Minister jetzt wollte, nach einmal erklären. Ich war ja schon hier auch mal mit Herrn Fox. Das wollten alle, was er wollte sagen, dass wir hier nicht just ein Problem lesen, den lo schon ganz cool ist, mit dass wir natürlich auch noch 4 gucken, an nicht nur etwas bauen, was darum nicht durchgeht oder und so weiter, dass wir das auch ewig schon durchlaufen. Das ist genau ein bisschen noch die Aufgabe von der Equipe, an der wir schaffen. Und dafür haben wir dann 6, 7 Slides für euch zu weisen, die wird ein bisschen avant-goût von etwas, was der Minister in April wird präsentieren, und zwar den Plan National de Mobilité für 2035. Wo wir gucken, dass die Sachen, die wir lo planen, auch für das durchgehen, was da könnt. Und das ist relativ impressionant. Das kann ich fertig, also nicht unseren Job Sachen zu fertig, das ist unseren Job Lösungen zu finden. Voilà. Das ist, wo wir uns darauf festmachen, dass das nur dem mittleren Szenario vom Stadtdeck bis 35 par rapport zu 2017, das heißt Referenzjahr, mit einem Zuwachs von 40% zu rechnen. Da kann in die ganze Diskussion führen, ob ich das gut finde oder schlecht. Das ist eigentlich für das, was wir hier machen, egal, weil wenn das Land ein bisschen mehr sehr wies, da brauchen wir alles da tun, ein bisschen nächster. Aber wenn das Land ein bisschen mehr los wies, da brauchen wir ein bisschen mehr spät. Fakt ist, dass wir es brauchen. Und dort möchte ich doch dann möglich, so eine Planung zu machen. Das ist mein Schützfragen hier klar, noch am Rest vom Land, dass wir, wenn wir 40% mehr Leute deplacieren, dass man das nicht mal diese jetzige gewünschten packen, weil das gibt ja in anderen auch heischen, dass auf Waldstraße dann nach 40% mehr Auto fahren. Ich habe so viel Fantasie, wie kein von uns am Alter, wo die nach sollen hier getestet gehen, respektive wie man da sollen an 10 Jahren 40% mehr Straßen durch das ganze Land testen. Das gibt ja auch heischen, dass das ganze Land am Chantier wird, gibt heschen, dass der Fox 7, 8 oder 15 Verwaltungen brauchen und so weiter. Das ist alles absurd und nicht realistisch. Voilà, die Defien, das ist wie gesagt, die kriegt oder wo geht der Minister einmal auf den Ton, ihr könnt einmal bei den Leuten, ihr kriegt all die Informationen viel mehr im Detail, mit dem Herr Minister wollte erst den Abend am Kontext vom Kontor Nummer Hesper, aber
gut gehen. 2 von den 3 Haupt-D4 betreffen Hesper direkt, und zwar den, dass sans surprise, wie kriegen wir die Leute an den Start, weil das wäre doch noch an 13, 14 Jahren, wäre doch noch einmal natürlich ein Hauptattraktionspunkt von der Großregion sein. Und zweitens müssen wir aufhängen, als Agglomerationen am Land als solch auch zu planen. Logie wenn aus so und Dir sieht gut an einem kleinen Land, dat fir d'Agglomerationun an den Mund zu holen. Dat betrifft Berlin, Paris. Alles as relativ, da sind wir ziemlich bewusst an awer Hummer am Land mat der Stadt Lützeburg an ihre Randgemengen, mam Süden an och bei enger filmi klengere Schell mat der Nordstaat, awer Apps war die kann als Agglomeration behandeln. Die wichtigste vun ass effektiv déi vun der Stadt an do ass Hesper ganz klar en Deel vun der Agglomeration, vun dem wat an dem Dokument wat den April rauskënnt, Ceinture suburbaine vun der Stadt ass. Da sieht auch mobilitätsmäßig ganz klar dran, wie weit wissen wir das wissen wir, weil wir 2017 die größte Mobilitätsenquete gemacht und die zu Lützburg gemacht haben. Da haben 22.000 Residenten und 11.000 Frontalien mitgemacht, die sind noch repräsentativ pro Gemeinde rausgesicht gehen. Aber was eben dabei rauskommt, das ist, dass die Leute aus der Agglomeration von der Stadt, wie gesagt, wo Hesper dazu gehört, nämlich für 9% dass Männer wie alt senkt den Trajet, den sie machen, und den Trajet war das kann sein, dass ich zu Fuß 3 Straßen wie weit bei den Oper gehen, das kann auch sein, dass ich ein Auto setzen und ich weiß nicht, wie lang fahren. 91% von den Trajet bleiben die Leute an der Agglomeration. Das heißt, just für 9% fuhren sie überhaupt darüber raus. Das heißt ja dann auch, dass 91% von den Trajets nicht ganz lang kann sein, weil so groß ist die Agglomeration nicht. Das sind 7,8 Kilometer, und da sieht der Romaner nennen, da sieht er zu Wachtring kommen. Ein anderer Punkt, den wir festgestellt haben, und das ist schockant, und ich wohne auch an der Ceinture suburbaine, auch wenn ich die Chance nicht habe, zu Hesper zu wohnen, das ist, dass wir an der Ceinture suburbaine, wir haben den katastrophalsten Model Split vom ganzen Land, wir fahren mehr mit dem Auto wie die Leute, die um Land wohnen. Das ist nicht forcément, weil wir Leute besser sind. Das kann sein, dass Highlight wohnen, die mehr Parkplätze an der Stadt haben. Kann aber auch sein, dass den öffentlichen Transport noch nicht hier geht. Das ist nämlich nicht einmal zu Hesper der Fall. Das ist auch aufgefallen. Und da könnt dabei, wo der Berg so viel drauf schafft, dass gerade gesagt gehen, die Velosphäre von hier an der Stadt sind noch absolut nicht das, was sie müssen sein. Die hat zwar aber das geht nicht durch. Weil das sind alles Sachen, wo man muss schaffen. Die gute Novelle ist, können wir auch schaffen. Aber wir sind auch zuversichtlich, dass die ganzen Idee von dem Plan für 35, das wollen wir aufhängen, dann kriegen wir es bis dann noch hin und dann haben wir auf der Sache immer nicht mehr an den Grund zu laufen. Das ist ein bisschen der Plan von der ganzen Sache. Ganz wichtig für den Abend auch, wir haben ja ganz Land analysiert, dann drüber raus, und es ist ganz klar, denn 3 wird weiterhin eine wichtige Rolle am Reso spielen. Die Leute, die so, die brauchen da gar nicht, die haben ja da 3, macht es einfach zu. Das Dokument wird erklären, wie weit das so ist. Wir konnten nicht von irgendwo gesagt, guck, dass der 3 wichtig ist. Wir dürften wirklich frei schaffen, und das wird im Moment auch gesehen. Als Konklusion dann, was die Analyse geht, das heißt, das muss man eigentlich 4 holen hier in einem Raum wie Hesper. Wir müssen gucken, dass den öffentlichen Transport, also die Motortransport urbain, was das da zu Fuß gehen will, an öffentlichen Transport, dass das, was der auch von einer Großstadt an Vakanz geht, dass ja das, was mit dem Leitestoff hier in allen bewegen. Das müssen wir stärken an der Agglomeration, also auch zu Hesper, 4 Deplacementen an Hesper, weil das Herrengemenge nie ganz gerne mit Haltschen von ihren Deplacementen, alles was hier 4, das sieht er selber, an meiner Gemeinde ist es selber, das ist überall so. Aber auch von hier an Stadt, das ist ja immens no, und da muss man noch einmal den Busreso nach substanziell umkippen, auch da das so dran. Zweitens, den direkten Weg an Stadt muss man für die Bussen halten, sowohl für Bussen natürlich, aber auch für die von mir weit kommen. Wie war das wichtig? Aber ja, wenn der von weit kommt, für an die Stadt, und die fährt durch Hesper, dann ist es dann Hesper, wo der Bus steht. Das ist nicht da, wo die Leute hier kommen. Wenn wir einen Hai durchkriegen und die Leute können Hai Zeit finden, dann haben sie andere um anderen noch dran zu klammen, und sich nicht an ein Auto zu setzen, den Hai dann nach mit plus 40% über die hier fällt. Und dann tun wir noch an die Stadt, das ist das nächste Problem. Das dritte ist dann, wir haben aber trotzdem nach regionalen Transitverkehr, Autoen, Kamion, alles, was dazugehört, das geht ja nicht weg, das ist auch notwendig, das wünscht doch keiner sich, dass das weggeht. Wir müssen den Trafik
an awer och, an dat betrifft Eechtere Menkéier, den Autos transit töchte Kartien. Das ist ja so, das gilt für Altgemengen oder für viel Gemengen, das ist ja gar nicht so flott zu Fuß durch als Gemengen mit zu gehen. Oder man will auch nach Manner. Ganz einfach, weil sie eben 50 Jahre so geplant haben, wie sie gufen, die Straßen. Und dafür fuhren noch viele Leute mit dem Auto anhässbar von einem Quartier an den anderen. Da kann ich absolut verstehen, das ist auch an all den Gemengen so. Aber wenn wir wollen, den Transitverkehr aus dem Kehr herauskriegen, dann kann das nicht mehr heißen, dass die Leute, die so Sachen weiterhin mit dem Auto wollen machen, obschon dann Konditionen für den Rest viel besser sind, die profitieren dann auch vom Kontournement. Das ist dann den doble Sinn von dem Kontournement, und dafür gibt es auch eine neue Zucht von Kontournement, über die ich selber und dann aber auch Herr Fox noch ein bisschen schwätzen. Voilà. Wie kriegt ihr dann 40% mehr Leute deplaciert mit Männer Gefierer? Das ist dann zauberfroh. Das geht nicht so gezaubert, das ist aber schon ein Zeitchen bekannt, sans Surprise. Das ist einfach so, dass wenn wir länger am Auto unterwegs sind, so Altgefierer fuhren wir 20, das ist noch gut nicht so ein schlecht wie das innerorts, wenn in einzelner Wehr ist, da gebe ich in die Stadt wünschen. Wenn wir sie alt selbst sehr fuhren lassen, dann denkt Person länger am Auto braucht, was steht da, ich weiß nicht mehr auswendig, 71 Meter Carré Straße. Wenn sie anders in der Wehr, also in einem halbvollen Bus, da sind es nach, was tun ich da, 2 Meter Carré. So einfach ist es. Das heißt, wir haben Straßen, die haben einen gewissen Platz, wir haben eine gewisse Zahl Leute, die müssen da durch. Das ist eine Sache von Verpacken. Ich meine, wenn als exzellent Patissier an der Stadt gibt in die Knipperscher Inseler Schonkarton packen, dann da wird die Butig auch zu klein. Und da muss man eben an den Engpass vom Reso die Offer an dem Sinn ändern. Voilà. Und dann, was bringt du den Plan National wie 35? Was das du von einem sozusagen Care-Instrument, für das dann noch hinzukriegen, notamment zu HESPA, mir auch so überall, weil das etwas, was man zusammen mit der Point Chaussee ausgeschafft haben, was es in anderen Ländern schon mal lernt. Das ist eine Klassifikation funktionell vom Strassenreso. Und das ist nicht, wie sich einfach bei allen Transformern vorstellen, wie war das denn eigentlich? Was ist der Zweck von dem Stück Straße? Ist das etwas, wo sollen immens viele Autos möglichst gut durchkommen, oder ist das etwas, wo Leute wohnen, wo auch soll können geliefert gehen, Landstraße? Voilà. Und davon den Exerzice haben wir angefangen, und die werden wir in den nächsten Jahren weiterführen. Zusammen mit der Gemeinde selbstverständlich. Wir haben nicht für die große Reso gemacht, wir werden es mir lokal geht, was es selbstverständlich nicht mehr mit den Gemeinden zusammen geht. Das ist doch zuerst schon zum Teil angefangen im Kader von diesem Projekt. En Funktion davon gesagt dann, ob dem Transom als den Auto das Wichtigste, und die anderen muss man gucken, dass man sie testen, und ob andere Straßen also da genau umgedreht. Das gesehen da, die muss die Zeichnungen da absolut nicht am Detail irgendwie probieren zu interpretieren. Die Längszeichnung mit den roten Strichen, die weist, dass die Straßen, die sind dafür da, für das individuelle motorisierte Verkehr, solo einfach Auto, und das sind aber auch Motorräder, dass die gut vier kommen, sie wird innerorts, sie wird außerorts, weil wir bauen nicht bei allen Wirtschaft Kontournement. An der jetzt gesehen die anderen Straßen, das sind die ganz anderen Zweck. Da ist es just, da muss der Velo attraktiv sein, Fuß gehen, der Bus muss gut durchkommen. Da spielt ein Auto eine zweitrangige Rolle. Da ist das Auto just nach, die muss können da fahren, für das Leute bei hier Häuser kommen. Mit denen ist nicht prioritär, dass du den Trafik fantastisch fließen. Wenn wir so damit umgehen, dann kriegen wir die 40% mehr Leute deplaciert wie wert, weil ja, weil die Haltchen von all unseren Trajekten am Land sind immens kurz, unter 5 Kilometer. Da kriegen wir der ganz viel aus dem Auto raus. Und das möchte einen Unterschied, für das wir es packen. Also gut zusammengefasst, das heißt, wenn wir die Mobilität von den Leuten verbessern, dann muss man die Mobilität von den Gefierer neu organisieren. Und das soll man weiß, wir gehen nicht in ein Auto, schon noch behält sein Auto, das ist, wir müssen die Alternativen verbessern. Und zu HESPA ist es so, wenn wir den Exerzice machen, von der Klassifikation funktionell, dann ist es effektiv so, da brauchen wir zu HESPA als ein Kontournement de Proximité. Was das da sind ich bei dem zweitletzten Slide, und da könnt den Hauptmenü, da das den Herr Fox mit den für all die technisch Fragen heute zuständig ist. Das ist aber vielleicht trotzdem interessant. Es gibt ein klassisches Kontournement, schnelle Ortsumfahrung hier statt bei den Ingenieuren.
Do als Ziel ganz einfach, komm, wir bauen noch eine Straße dabei, die möglichst sehr ist, und dann hoffen wir, dass die Leute, die da kommen, die wählen, weil sie sehr ist. Das ist eine Planung, die lang auf Hoffnung basiert. Weil wenn es auf dem Trügenker staut, da führt Leute ich einfach mal durch. Die sieht da oben links, die zwei kleinen Brickelscher, das soll symbolisieren, das ist eine Kontournummer, den als gut nicht angeschlossen und andere Straßen, die an die Wirtschaft rankommen. A Wellen doren an dugeschloss ass, mussssen die Leiit jo weiterhin nach déi Stroos hoelen, mat andere wieder sie mussssen noch am Zentrum kënne raffueren, mat andere wieder die Kindentenzentrum gonnet berouegen. An dat heescht wann mal 40% wussen, dann irgendwann ass jo all Kontornummer och voll, da bretschen sie ichm alldecht mit, weil die hat ke Meier se zou ze machen mit. De Kontornummer de Proximité, zu dem sech dëse Projekt weiterentwickelt huet, huet eben gerade das Prinzip, dass ich Kontornummer auch nach ausschließen, auf vom Kontornummer auf mehr Plätzen an meine Wirtschaft rankommen, respektive aus meiner Wirtschaft raus. Und das möchte ich im Kontornummer der Proximität nicht just eine Straße für die anderen, aber auch für uns selber. Weil wir das selber können benutzen, heißt du musst ja am Auto von einem Quartier an den anderen aus vielen verschiedenen Gründen, dann hat ihr selber auch etwas von der Straße. Und aber braucht überhaupt kein, das heißt nur eine Symbolvereinfachung, an dem vereinfachte Beispiel hier, braucht eigentlich überhaupt kein Auto mehr durch das Zentrum zu fahren, weil für ein Auto durch die Kontornummer der Proximität immer noch einen anderen Weg geht. Weil wenn ich das tue, dann kann ich das machen, was heute zu Hersburg durch ist. Da kann ich substanziell mein Zentrum neu gestalten, und zwar assen dann apesiert op Langzeit permanent. Da muss ich nicht hier sitzen zu werden, wie ich komme nach mehr Frontalien oder wie ich nach mehr Awohner hier, dass wir immer stecken. Das ist eine Permanentlösung, die ist unabhängig von den Verkehrsmassen, die wollen kommen. Weil E-Bus mehr kriegen wir immer dadurch. Voilà, das muss ich aber kombinieren mit dem, was jetzt gesehen hat, das ist das Filtermodell. Ganz einfach Lützeburg gesagt, dass das in den meisten Fällen einfach ein Poller, das ist ein Filter, der lässt bestimmten Verkehrsmittel nicht durch und all die anderen lässt durch. Wenn wir konkret sind, dann ist das in der Regel ein Filter für kein Privatauto durchzulassen. Pompchen natürlich, Ambulanz natürlich, aber auch ein Bus. Velo könnt sowieso da lacht, Fußgänger könnt auch da lacht. Das ist etwas, muss ich aber ganz klar wiederholen, das ist etwas für verschiedene Verkehrsmoden von denen zu separieren. Das ist nicht für die guten Automobilisten von den Besen zu separieren. Ich kann nicht so, wir dürfen alle hier durch und all die anderen dürfen hier nicht durch. Das ist aber publik laut Gesetz nicht möglich. Aber das muss da kombinieren, weil wir wissen ja, wie das am Stress, am Berufsverkehrsstress, geht in die Tür, die Leute so, hey, so fein, dann hol die Kontornummer. Du musst einfach zumachen, und dann ist es roh. Anders kriegt ihn das nicht in so einen Griff. Voilà, also wenn ihr die zwei Sachen kombiniert, und das ja auch gedurcht, mit wo so ein Filter hinkommt und so weiter, das geht selbstverständlich von der Poinchaussee mit der Gemeinde zusammen. Im Detail geht die beste Lesung Gesicht. Voilà. Das wird dann eine Garantie, dass ich wirklich ein Zentrum kann apesieren. Es heißt, wie ich wieder gesagt habe, dass nicht nur die Gläschen die können, es heißt aber auch, dass Leute, die mit dem Auto vom Quartier an den Opisch-Quartier fahren, dem noch wegen das sind, dass sie da selber die Kontornummer der Proximität benutzen. Das beim Empfänger auf der Karte vielleicht nicht weit, kann aber ganz gut sein, dass das, wenn er auf die Stoppuhr guckt, überhaupt nicht mehr lange dauert, weil ja die ganze Verkehr anders organisiert ist. Voilà, das Resultat davon ist ein Bild, das der Minister auch schon gewiesen hat, wie rezent. Hier war auch zusammen ausgeschafft, eigentlich mit der Poinchaussee sowieso, und sicher auch mit der Gemeinde, das ist eine Vision, wie das Zentrum dann in Zukunft ausgesehen. Damit ging ich Wort und Herr Direktor Ronald Fox von der Poinchaussee. Merci Christophe Reuter, Direktor von der Direction de la Planification de la Mobilité am Ministère. Den dann, ich meine, der Minister gut vertreten hat. Hier war letzte Krieg nämlich auch am Saal, hat die ganze Präsentation von der letzten Krieg auch schon mitgemäht, an und zusammen auch mit der Gemeinde schon gut geschafft. Da sind wir in Bild mehr weit, wie ich am Funkel wollte sein. Ich wollte nämlich hier aufholen. Und zwar, das ist ja das, was wir uns vorstellen,
ein flotten Ortskehr mit noch nicht so viel Trafik dadurch, den Autoen, die von weit weg kommen oder nicht gerade so weit weg, die rundherum fahren, und wir haben als Lebensqualität rumfällt. Wir haben eine Qualität, die, kann man sagen, mal, wo nicht, gibt ja die Witz, die eng sind die Engseite von der Straße geboren, wo nicht die Engseite von der Straße geboren ist, und nicht mehr auf die andere Seite kennt. An Spitzenzeiten, das wissen wir ja noch gut, ist das ja bei jedem der Fall. Heute, und da bin ich ganz stolz drauf, Pensée ist ja nicht immer bekannt, für die Ideen zu erhalten, die sie suchen. Wir sind auch einst an der Kritik, aber heute bin ich richtig stolz, dass wir eine Séance d'information haben, für ich über die Prozedur zu informieren, wie die muss gemäht gehen, wie die Contournement, Hesper-Alzing hinzukriegen am Meer. Huet gemengfreundlicherweise Herr Bürgermeister möchte Tieren op, für dat Leiter noch können gestieren kommen, für dann Dossien zu gucken, die da prozedural erfordert sind. Das aber nicht für dich, dass man darüber schwätzen. Ich meine, auch da das schon gesucht. Man hatte schon eine erste Reunion letztes Jahr am Juli. Und da muss ich sagen, den Delay haben wir nicht gehalten. Ich meine, der Minister war ganz optimistisch, dass wir gingen direkt am Hirschstrom zurückkommen, die Seance machen. Der Bürgermeister war auch ungeduldig und so weiter. Da haben wir einen Delay nicht gerade gehalten, aber das hat auch Ursachen. Und ich meine, der Bürgermeister hat sich gesagt, auch von den Velospiste plant, da geht es auch nicht immer so sehr, wie ihn das gern hat. Ich würde euch nur einen kleinen Appell machen von dem, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Wir machen heute nicht die Monster-Vierlesung von der letzten Woche, wo wir oben um 11 Uhr oder um 11:30 geredet haben, wenn wir wirklich den letzten Detail vom Straßenbau erklärt haben. Ich wollte just einen kleinen Appell machen. Die letzte Woche, die Informationsversammlung nicht unter dem prozeduralen Steher, mit das am Funkelgem Gange wie eine bessere Lebensqualität, wie ich die verschiedenen Varianten zu erklären. Und aufpassen, dass ich den richtigen Weg gehe. Ich meine, wir konnten noch denken vom Christoph Reuter, vom Ministerium erklärt, was effektiv wie wir es vorstellen, dass die Lebensqualität an die Straßen hinkriegt. Das muss ich noch sagen, das hat man letztes Jahr auch schon gesagt, rein prozedural gesehen, weil wir eben die schwierige Konstellation haben von einer Natura 2000-Zone, von einer Naturschutzzone, die auch eine europäische Zone ist, wo man zwar, das ist eine Lützeburger Zone, aber wo eben Europa auch etwas zu sagen hat. Die Europäer haben das nicht gern, wenn dann an den Zonen, wo europäisch Schutzgut ist, wenn dann eben am Land da gemäht wird, was sie wollen, ohne dass das eine Justifikation hat und ohne dass da etwas bringt. Also, als es un Eis, wir eben zu weisen, was die Straße bringt, und auch was von Entlastung kennt. Ich meine, dass wir tun, als schon von Stickstoffen, von Schadstoffen an der Luft geschwert gehen, und das effektiv so. Man muss nicht fertig bringen, für du nicht nach einer Straße zu bauen, mit aber trotzdem dem Schleichverkehr, der bleibt wo nass, weil vielleicht Leute wenig kennen und keine Lust haben, die neue Straße zu holen. Das mich zwar gegen wundern, aber der geht nicht immer, aber es muss wirklich bewiesen gehen, dass es doch effektiv ist und dass es etwas bringt und dass man dann noch die Entlastung, die versprochen wird, dass man die bringen. An die Überlegung passt eben ganz gut das Konzept von der Klassifikation funktionell vom Strassenreso hin, wo man wirklich Straßen bauen für die Autoren, wo man andere Straßen beruhigen, wo man so die geben wir den Leuten zurück, wo man dann auch den Schema, das Prinzip von den Filtermodulen abfeiern, wo man guckt für den öffentlichen Transport, für den konsequent zu fördern. Ich meine, hier sind ein paar Bilder, die wir letzte Woche gewiesen hatten, und ich meine, Reiser links, gesehen den strukturierenden Strassenreso, also wirklich das Skelett von den Straßen, wie sie da Werte sind, mit dem Contournement eben den rundherum geht, mit auch ein
denke de Verkeierschargen, wo man drastisch an der Wirtschaft werden raufgehen, an der Mitte dann eben, wie gesagt, ein Ausblick, wie das wird gehen, wenn man nicht einen Modalfilter können machen, aber auch da, wo die Autoen durchfuhren, ein Shared Space an eine verkehrsberuhigte Zone, wo am Funkgehol Autoen nach da durchfuhren, über der Fußgänger eine ganz andere Qualität kriegt. An kleinen Städtchen ging ich dann noch so ein ganz anderer Charme kriegt, wie in es momentan hat. Voilà. Wohin ich dann noch die letzte Kriege, da meine ich einen kleinen Appell gewissen, man muss auch vis-à-vis von den Europäern, vis-à-vis von den Prozeduren, muss man weisen, dass man es wirklich den Kap zerbrochen, wir zu gucken, wir Varianten zu finden, für die neue Straßenverbindung für die zu bauen. Und in diesem Fall also dann man hat sich 4 Varianten. Am hunn verschieden Trasseen, een Trasse ma fenken ënnen een Trasse südlich vun der Eisebun, den dann och durch d' Reserve naturell geht, vun rechts no links hai, an dann mat engem Schlenker dann die einer Seite an Wiese geht, als eine Option, als op der nämlichlicher Platz den nördlichen Trasse, wo man dann nördlich von der Eisebun werden lerncht goen, auch durch Natura 2000 Zone, übernehmen an der Zone Tampon, also an der Pufferzone von der Reserve naturell, wo man dann auch dann, wie gesagt, die einer Seite rauskommen, und dann, wo die Straßenlot zusammenkommen, haben wir in östlichen Trasse, wo dann sowohl eng Nordvariant wie auch eng Südvariant kennt durch den Dal opgoe, wo dann op der längster Seite de Busch huet, also westlich Fennerhölz huet durch Wiesendorf fährt, oder wo dann eben auch in westlichen Trasse kennt sich vorstellen, wo man dann probieren, so sehr wie möglich bei der Autobahn zu kommen, wo ja die andere Seite von der Autobahn dann noch schon Eisebahn ist, wo man am Fungel die Korridoren bei nie feieren. Hai also schon ugedeiht, ich mengen der Hut Natura 2000 Zone hut er ugedeiht an der Hut doch Reserve naturell, die hai antrasseiert ass an Fonction vun de Varianten sind wir dann zwischen 5,1 a 6,3 Kilometer Stroß, wann dat dann gebaut ist, dat wie gesot, dat das Volumen en Graf Schätzung ma sinn, an dat werden man her nun enkeier gesinn, ma sinn op engem kommmer so mal op engem Strich paar Bayier, dat das ein Avantprojet sommaire, wo man lo hëwelen, dat das ein Avantprojet detaillé, dat das ke Strich mé paar Bayier, mit dat das dann effektiv eng Planung, déi mat der Landschaft ze summe passt, wo dann och Geometren Lëwe gemet hunn op der Platz, a wo man auch Geotechnik hun an so weiter. Voilà, dat war mat lächte Kreier wichtig, an dat ass mat dës Kreier och wichtig, fir nach eng klengen Rappel ze machen, eng Stroos, die gebaut gëtt, oder all Ouvrage, die gebaut gëtt, linear an d Landschaft, as een Impact, as e großen Impact, nicht nëmmen op Natur, méi woch op d Landschaft. Ich mengen Es gibt auch das Phänomen von der Zerstückelung von der Landschaft an Mohunhai, verschiedene Optionen, wo ihr seht, mal gucken, dass man auch Varianten oder hauptsächlich Varianten studieren, wo man eine Korridorbündelung machen, wo man gucken, wie gesagt, den Depart für mit der Straßenländischen Zug zu gehen, respektiv, wo man mit der Westvariante eben probieren, dann noch so sehr wie möglich und Autobahn runterzukommen, wo da dann zum Beispiel an dem Bild links gesieht, wie das sich da ging abfügen an eben die Landschaft mit der Korridorbündelung. Voilà. Und dann ging ich proposieren, dass man einen Schritt weiter machen an dem, was wir die letzte Kreier gesehen haben. Wohin ich auch da als Experten das expliziert. Ich begrüße übrigens Zeit Büro Schrader, Büro EVR und als Madame von Pensée Chaussee,
die ganz 3 auch mitkommen, an die auch no werden de Projekt weiter betreien. Wie gesagt, letzte Keier hummer ich en long et en large vorgestellt, wat dann auch prozedurell geguckt ginners, wat den Impact op den Environnement auswert, Pollution de l'air ubelangt, wat den de Comedia ubelangt, wat so Protegeen ubelangt, am hun ich so gore klengen Schema ha gemäht. Ich hatte gemeint, ich ging dat fertig bringen, ha wie de Kürzer drop zu bringen, dat mis go goen, weil hun ich so gore klenge prozedurale Schema gemäht ha, den iwwer an der letzter Präsentation och Drbers justement fir ich die ganz Prozeduren enker zu weisen. Alles dat, wie gesot, gimmer lo nicht am Detail durch, weil das wirklich groß an das auch alles gefunden as am Dossier as mat dran. Dat wie gesot der Appell vun der letzter Reunion, die man hatten an den 1. Juli. Das ist effektiv schon ein bisschen lang hier, aber nicht so lang. Da erinnert ich vielleicht mir die Leute, die sich noch nicht so gut erinnern, die können das alle gut denken auf dem Portal von den Transporten gucken gehen, an den Dossier, den als effektiv da publiziert, da hat den Video vom Livestream, demals den als da, aber wir haben auch da als Memoir, wo du auch könnt nachgucken gehen, was letzte Jahr gesagt wurde, was präsentiert wurde. Bord lechte Keier, dat war den 1. Juli 2021 an fir du net immer dat ganz gut erklärt, mech kre de Punkt nicht wächt, dat sewer niet will. Zter der lechte Keier, do hummer natürlich dann auch nach ganz viel geschafft. De Minister hat versprach, dat man natürlich mengenwere Stimmen bei ich, die sich gemeldet hatten, dat man natürlich gingen die Leitassoziationen auch heieren auch am Vierfeld, die wilden enke in Dialog mam Minister Hummer Chaussee, mo hun do verschiedene Assoziationen begéint, wo ich am Fungolo justfeld Beger Initiativ fir de Contournement annimmen an do ass dann och konstruktiv as gut diskutiert gin, wo dann enke die Insel Aspe könnten erklärt gin an Norbessen de Marsch. Et muss jo wissen, dat wie zweetmengen ich dat ich haut zo momentan op enger Basis op engem Papayerprojekt, de man muss an Realität kreen, dat techt man hun momentan pur Varianten, die sich natürlich nach an Zukunft werden ganz viel verfeineren, weil ich mengen auch op engem Bild wat den Architekt gemult huet, können nach kein Betonstall geessen, genauso as het hai mat Eisenprojekt. Et war auch wäre verschiedene Stimmen aus der Landwirtschaft, die gesot tun, wann ich lift leif Leiit oder leif Planeren oder wann ich lift Bauherren vergisst Landwirtschaft nicht. Landwirtschaft als konzerniert. Et muss Terrain muss besucht gehen oder muss Landwirtschaft hier gehen für den Bau vom Contournement an natürlich als auch sind Exploitationen sind die konzerniert, weil en Funktion vom Contournement funktioniert der Betrieb nicht mehr so wie soll und en Funktion von der mesure compensatoire, die muss gemäht gehen, wo man auch müssen dann mit den Bauern eins gehen, als das auch nach eng einer Sache am hun eng die Marsch. Pardon, und ein ganz proaktiv de Marsch mat der Landwirtschaft angangen, wo man auch op Chaussee den Agronome Spezialist aus dem Privatsektor bei es hunn, den dann auch mat den entsprechende Betrieber dann sich zu Summe setzt, wir dann den Impact zu werten oder zu bewerten, für den Impact zu bewerten, den de Projekt auf Landwirtschaft huet, an auch kann man so mal de Betrieb hat Möglichkeit gött für an der Prozedur, die du lebst, die du ulebt, die mehr ulebt, auch können sich Erkenntnis von dem, was an ihrem Betrieb wird passieren, an auch Erkenntnis zum Projekt können melden, was ja dann an den Dossier von der Gemeinwert angehen. Ich rappelieren, der Conseil du Gouvernement, der eine Decision hält, da sitzt natürlich ein bauten an Mobilitätsminister, an auch natürlich ein Umweltminister, aber da sitzt auch ein Finanzminister,
an et sitzt den Ökonomieminister, an et sitzt auch ein Landwirtschaftsminister. Das meine ich ein wichtige Message, den ich hier verwölt, auch über die Weg hin, so dass am Fong auch da wäre, dass wir eben sich die Sache anzugucken, anzuäußern. Und dann ass natürlich auch hinter der letzte Kreier, dat man es gesinn hunn, den Dossier ass nicht grad den nämlichchten, den wir die letzte Kreier schon dabei gehabt hätten, weil wir hunn de auch ein Avis gefrot nenker bei den Autoritätskompetenten, den wir krit hun, an dem wir auch probiert tun, so gut wie es geht, dann eben an den Dossier anzubauen. Den Dossier, den, wie gesagt, voilà. Den Dossier, den, wie gesagt, vu Merun dann ausleiit, den op der Gemenke konsultéiert gin, wo ich gucken. Das ist so prozedural si immer dat gesit och he stoen, dat das auch den Avidewert an der Gemeng henken, an den noch mehr an der Zeitung ass. Dat sommer sinn am Kader vun der Prozedur vun der EUE, vun der Evaluation des incidents sur l'environnement, vun certains projets routiers ferroviaires an so weiter, wo man muss eng Publikationun machen, wo Biergerbedeligung muss gewährt sinn, a wo man natürlich auch gucken, dat sämtlich europäisch Direktiven Delo zum Beispiel für Natura 2000, für geschützte Biotopen, für geschützten Fauna, Lebensraum, dat die berücksichtigt gehen. An do ass gefordert, dat ein Dossier op der konzernéierter Gemeng, wo de Projekt durchlebt, ausleiit, dat do den Dossier geguckt gin, an dat op den nopech Gemengen den Avis publizeiert gëtt, dat eben justement jiet verreen können, op die Gemeng goen, wo den Dossier ausleiit, wo den Dossier dann zur Verfügung ass, fir sich do zu äußeren an den Abblick zu kreen. Den Avis, wie gesot, den hängt aus an den Bauteminister, den huet den veröffentlicht, an Dorem gehtt lo den Dossier, den lo ausleiit, wat ass dann lo do dran. Wie fand ich mich dort zurück, wann ich dann gucke gehen? Und nun werde ich so, und hängt nicht nur aus, also nach Museolonimigrat am Postkutschenzeitalter und also im Internet veröffentlicht, den Zitige sieht er Hanno. Wir lassen das jetzt verstehen, als es schon wichtig, dass den bisschen gesagt, wie das prozedural ist. Man schwätzen nur vielleicht Männer über Beton an über Asphalt haut, mehr echter über prozedural. Da gibt es dann auch eine Mechanik, es gibt Prozeduren. An Prozedur als enclenchiert gehen am Oktober 2017 mit der geltenden Gesetzgebung von dem Mols, wo der Maître d'ouvrage den demolischen Dossier von der Evaluation des Incidents, von der Étude d'Incidence und d'Autorité kompetente gehen hört, an domat Prozedur angelaut wird. Den Dossier hat 5 Klasseuren, darauf hin Hummer am Januar 2018, du hast ganz ja geschafft gehen, war auch viel vierreibig gemäht gehen, der Nummer nächsten Avis kriegt, op den Dossier von den Autoritätskompetenten. Und du wärst mal ein bisschen schlecht drin. Ich meine, da sind x Questionen parlamentäre gehen, wo man dann durchgestaltet haben, wie weit das so lange gedauert hat, dass man eben nach müssen so viel nachstudieren oder Hummer no Examen krit ich wees net, justement fir dann op die Froen alle gotten Zentren. De Christoph Reuter huet et grad gesot, et war eng Mobilitätsetude gemet gin 2017 an et wär demos optimistischerweis ugeholle ginn, dat man am 0,x kenten als Verkeiersetude a jour setzen an die Donneien direkt verwerten, fir en Dossier zu hunn, den a jour ass mat neie Verkeiersdaten. Dat huet war bësselsche méi lang gedauert, am hunnes do effektiv ganz viel geschafft, wie dann eben am letzte Jahr 21 dann den Dossier endlich soweit zu hunn, Vieren da können nach enkeier
iwwer adaptéiert, dat heescht den ursprünglichen Dossiers adaptéiert, ginn dos intre Marken alle Götten agefloss, och dat eng gros erbicht, dat ma e kohärenten Dossier un d'Autoritékompetenten nenker ginn hunn, den ass effektiv dann beisi gangen, dat heescht ma sinnlo am Juli 2021, d'wer en Juli an du krut man dann och en November, weil du hast dann effektiv auch geguckt gehen, ob man dat dann auch so geliefert hun wie het wär, dat das viel erbicht auch beim Environnement gewircht, fir dann den Dossier zu begutachten. An da krute man dann en Navi komplementär an dun hummer natürlich auch op den reagiert, weil du wären nach verschiedenen Detailer an verschiedene Frohen, die am Avis vun dem Environnement drauf wären, den Avis gëtt veröffentlicht mat den ganzen Dossien am hunnet lo eng schlecht Idee fënnt, fir net dann och de Leiit déi Antworten, die zu dee Froe ginn, die effektiv an dem Avis gefrot gesinn, fir de Leiit déi Antworte 14 Teilen dëffer Hummer eben lo iwwer Krchtär hummer geguckt fir den Dossier Joer ze setzen. Am hunlo vun aus den 5 Dossien sinn der lo 6 gin, dat Gesimmerheit do se 6. Dossier vorbeikom, mat dem Avis komplementär vun den Autoritéiten an eben als Antworten dazu. Und das wichtig fir dat ze wissen, wann der nämlich den Dossier kucke geht, de ganze das eng Plënnerköcht voll Dossien, do muss ich dann ein bisschen durchwälzen, fir dann auch die entsprechend Sachen op der richtiger Platz zu fanden, an och enker zu wissen, dat nach Komplement vorbeikommen sind, eben an dem fameisen Dossier 6/6. Den Dossier selber enthält alles dat, wat Prozedur fried, wat laut europäischen Direktiven, die ja durch die entsprechenden Gesetze umgesetzt sind, wat du gefrot hast, an du hast dann erstens gefrot, ja, wat will der überhaupt bauen, an wat hu do geguckt, wat für eng Variante ginnet. Du hast da gefrot, dat man op Niveau vun Avantprojet sommaire Varianten dran hunn, die sind he dran. An dann as gesot gefrot, ma jo pro Variant, wat as dann do den Impact op Natur, op Biologie, op Ökologie, wat as d'Ausgangsbasis van der Datulon oder wat ging geschéien, wann der Projekt nicht realisiert gëtt, ass och alles geguckt, an hu der fleicht och evaluecht, wie vielleicht etwas ganz ernst zu machen, wie de Projekt zu bauen, nämlich ginnet Solution de Substitutionen, dat as alles an denen Dossien vun eisen Experten mat dragefloss, an de Hummer dann wie dann auch die europäisch Prozedur verlangt an den Leitfäden fir Bewertung vun Angriffen op Natura 2000 Zonen. Da hummer dann an engem echten Dossier hummer dann de rapport d'Evaluation des Incidents sur l'environnement, mat den Annexe mat engem Natura 2000 Dossier, wo dann och fir gesot den Impact vun all Variant, iwwer och die Kompensationsmesuren, die en vir gesäit, gëtt en Biotopebilan gemet, wo 2010 do hummer die nei Naturschutzgesetzgebung hummer mat ageschafft, wo all Biotop dann och eng Punktwert huet, an de Punktwert den ass eben opgefauert, den Bilan de Biotop, den ass dann och dran, mo hunn Fullen an Änerdeieren ass geguckt gin, an dann hummer dann an engem zweiten Dossier hummer dann och geguckt, wer das Luftschadstoff gutachten, das enker iwwer den Kamedi geguckt gin, den PRG vun Hesper a vun Reser den assai enker gewissen, hunn enker gewisse wat den Impact op den Prisen ass, oni dat man iwwer der Materiechei an enger Prozedur wären, die d'Utilité publique an d'Akquisitionen nu belangt, mo hunn dann an engem nächsten Dossier hummer rapport iwwer den Avantprojet sommaire gemet, wo dann den Avantprojet sommaire mat denen soviel Varianten
daneben dran ass mo hunn 3D-Bilder schon gemäht, die sind auch schon gewisse gehen hai an mo hunn e ganze Gruppe vun technische Pläne, dat och dat den sich ewer können als Bierger e Bild machen, wie dat alles ass mun soviel technisch Pläne, dat man dann an extra nach Klasse dofir gemäht hun an dann hummer wie gesot dat wat gefrot gin ass och nach enkeier durchgestalt Prinzipal Solution de Substitution wat hätte können machen, wie die Kantone man nicht brauchen zu bauen. Und du hast notamment ein Teil Modul 2.0 und noch ein Teil Mobilität von der Zukunft als schon berücksichtigt an den Impact, wann de Kontournement nicht gebaut wird, mit all denen Mesuren, die öffentlichen Transport und so weiter geholt gehen, den also durchgestalt, wo man dann noch können belegen, dass es keine Alternative gibt zum Kontournement und die Tüte Trafik, die als Jour gesagt gehen, Sécurité routière ausgeguckt gehen, und eben, wie gesagt, eine Fehleranalyse zu dem landwirtschaftlichen Exploitation die gemäht hinsichtlich von dem Kontournement iwwer auch schon eng Indikation gehen, wat mesure kompensatoren ubelangt, Massen Movemente und so weiter. Aber hun auch de Courrier Korrespondenz da gelöst, mit den Autoritätskompetenten eben wir auch der Öffentlichkeit eng Transparenz zu gehen, wat eben wat vu Courrier hin an hergegangen ist, wen du wem wat für Brief geschrieben hört, aber hun der Vollständigkeit halber auch nach Präsentation publik von dem Juli Hummer dra gelöscht, da das am Fungel den ursprünglichen Dossier an, Döne Hummer wie gesagt dann an engem externen Dossier nach den Avis vom Ministère de l'Environnement auf den Development durable auf vom Klima dragemet an Komplement die man no gerecht hun. Voilà, das lo bësselchen, dat de midrichne stëpsichen Deel vum Dossier immer lorem an Dynamik vun der Prozedur kommen, eng Prozedur, die hai ning Schritt huet an alles dat wat lo gering hai ass, dat ass also hellgring, do simmer durch. Mo hunn den Dossier präsentéiert, d'Autorité kompetente sie konsultéiert géint, da wie sinn dran, 1 bis 3 ass ab haut fertig oder ab wie man den Avis krit hunn, an haut simmer an dem deichter geringen Deel, wo man eben den Dossier ass deposéiert op der Gemeng, vun der betroffener Gemengheit, das nämlich nëmmen eng Gemeng direkt betraff, an den Avis gëtt publizeiert, dat Konsultation du Publik lo ugeht. Da das lo kann man so mal den echten Uf, wo man effektiv dann enker Luft höllen, an no läit de Ball dann eben op der Gemeng, die dann eben die ganze Enquete-Konsultation publik do an hieren hen huet, die dann eben muss henno no dem Delay de Publikation wo den Dir an den Dossier obass, die dann do nach Mon Zeit huet, fir dann d'Avien ze regroupéieren, a fir een Dossier fertig ze machen, fir den dann Zrick und den Bauherren und Ministerieren zu schecken. Dat wir dann, wann man lo vun haut 2 Main gucken, dat wir dann so en März en April, wo man dann gucken, wat de Briefträger da werd bringen oder vielleicht doch d Kamionett vun Avien, die an den Minister gin, aber die zuständig Autoritäten an Dönno werden dann d'Autoritäten d'Avien och ich will nicht so auserneen höllen, me analyseieren, et geht darum, weder der Bauteminister nach den Umweltminister desideiert leng wat Dönno passiert. Dönno ass nämlich e grosse Schrack an der Prozedur, dat den Conseil de Gouvernement, also den Regierungsrat mat alle Ministeren, dat den Date Decision höllen op Basis vun dem Dossier, op der Basis vun der Konsultation publik a vun den Avien, wat für eng Variant, dat dann weiter verfolligt soll gin, a weiter studéiert gin,
an auch wie groß d'envergure von der mesure kompensatoire sind, also von den Kompensationsmesuren, wo man dann sowohl Biotopepunkten müssen rekonstituieren, wie auch funktionell Kompensationen müssen machen, wo vielleicht die eng oder einer Mehrwiese als wo die Landwirtschaft muss ein bisschen ernst organisiert sein oder schaffen, wo auch funktionell Kompensationen müssen en Platz sein, notamment wir als Dächer, die geschützt sind, wie die geschützten Arten, für denen in Lebensraum zu gehen, für zu kompensieren. Wat dann eben durch de Kantonement Futti gemäht gin ass an Gutes daneben no Mensch gemäht gin ass. Voilà. Dat ass ich ginne ich no nach bësselsche méi drop an, wat da werd passeieren. Den Dossier braucht nicht schiedverein op Gemeng zu läfen, wie den Dossier zu gucken. Den Dossier also op dem Site von dem Gouvernement publiziert, op den Enquete publik, der hat den Link, wo am Fond geholt die Leute, die vielleicht gesurft hun oder vielleicht gegoogelt hun, wann in der so vielleicht entdeckt hun, dat sind pur schon Publikationen do hast, dat den Avis vom Minister veröffentlicht das an dat Lot d'Enquete publik wird ugoen, ha ja se klengen Screenshot von dem wer do wär, fand da wie gesot och nur an der Präsentation von Haut, die man dann auch zur Verfügung werde stellen. Voilà. Im Detail gin Wa man Rappes exekutéieren hun ich fir gesot na an Pro sommer, dat ass de Strechung Probaier, den na an Pro detaillé, dat ass de Pro an der Landschaft, an der Realität. Ma ginn ha enker an den Avantpro detaillo vun der Prozedur, wo man dann effektiv de 25. Februar dann de Tiere vun der Gemeng opmerken, wo da wären 30 Steech, dat das definiiert eben an dem Gesetz, dat ich zitéiert tun, dann Konsultation publik left, a wo dann den Gemeng dunner nach Mund Zeit huet fir een Avis ze machen an den Dossier procedural an d'Enquete publik, fir dat fertig zu machen. Ihr se dann den Dossier schmengen wahrscheinlich werd do kehret her henno kommen, da wär der Kind lee kreen fir Ären Avis an den Dossierem zréck ze gin, den dann effektiv d Instanzen zréck geht. Voilà. Wat ich fir du gesot tun, dunner kennt dann effektiv sinn vun dem Conseil de Gouvernement, den dann desideiert wat für eng Varianten dat werden gemet gin. An diesem Fall do ass dann do werden Conseil de Gouvernement den desideiert dann ausser der Fall gesagt, ging so en Heimer Mächen iwwer eng Nullvariant, dat jo dann nicht wirklich besass méi ich mengen dat klewe man nicht, dat werd nicht antreten. Me wann eng Variant gebaut gëtt, dann ass och den Impact op nicht nëmmen Natura 2000 Zonen do, wo dann die entsprechend Bresler Prozedur uleft, wo die dann auch informiert werden gin, die Kommission wird informiert gin von dem Ministère de l'Environnement, dat eben etwas he lebt, an dat informiert wird dann eben den Impact das an so weiter an so führen, mit gëtt auch einen Impact op die national geschützten Reserven naturell, die durch ein Reglement Grand Ducal von Ugangs von den 90er Jahren geschützt ist, den dann auch muss adaptiert gehen, den Reglement Grand Ducal, also wo dann noch die Reserve naturell muss umklassiert gehen, also das heißt nicht, dass sie wegkennt, mit muss eben so administrativ an Treibrucht gehen, auch mit den entsprechenden Prozeduren, dass eben der Bau vom Kantonement möglich ist. Und wir haben noch die Erfahrung gemacht, dass das auch eine äußerst intensive Prozedur ist. Und wir waren es nur eins, dass man so bald wie der Conseil du Gouvernement décidéiert hat, voilà,
studiert weiter, schafft weiter und die Varianten, dass man dann auch werden die Reklassement oder die Adaptationen von der Reserve naturell, dass man die auch werden weiterdreifen. Und ich gesehen den Herr Pfeifenschneider vom Büro EVR sagt, die freut sich schon, weil das ganze Gruppe erbig, die hier da muss mit seinem Büro zusammen mit 30 Leuten leisten, da der war ein ganz wichtig erbig das, weil wenn man ein schönes Projekt haben, detailliert Terrain no muss und so weiter, von denen durch eng so Protektion geht, auch wenn es eng so ein Tampon ist und das nicht möglich prozedural, ja, da können wir nicht bauen. Voilà. Dat wird dann dat wat Conseil de Gouvernement ging geschehen, wo man dann de Go kreen, fir dann den APD, den Avant-Projet détaillé auszuschaffen en vue justement von dem wat no muss kommen an dat wat muss no kommen, dat sind a pu Sachen gucken ob ich lo weiterkomme voilà. Man muss ja, es geht nicht nur, dass der Bauherr lo sieht, dass da wollen wir. Die Regierung hat auch gesagt, dass da das machen wir. Die Gemeinde hat gern, wir gucken, dass wir mit den Leuten, mit den Assoziationen, mit den Leuten, die Terrain müssen hier gehen, mit den Leuten, wo die Exploitation touchiert, das eins gehen, das geht nicht durch. Wir brauchen nämlich auch nach Suchen. Und die Suche kriegen wir, das ist ein Projekt, das mehr wie 40 Millionen kostet, die kriegen wir, an dem der Legislateur dann noch Finanzierung genehmigt, an die freigeht, an die Chamber ein Gesetz stimmt, an dem Gesetz, da steht da nicht nur dran, dass wir dürfen ein Projekt machen und realisieren mit dem Budget, das vorgesehen ist, aber du hast auch noch dran definiert, dass das Projekt eine Utilität publique hat. Das heißt, dass dann auch nur als lützebäuerische Prozeduren so ist, dass die Utilität publique klar deklariert ist. An die Utilität publique gibt es einen gewissen Pouvoir, wenn es um die Akquisitionen geht, und so weiter, wo ihn effektiv dann eine Akquisition machen pour raison d'utilité publique, wo ihn dann, kann man so mal ernst gewappnet ist, wo, wie wenn ihn einfach nur just bei Leuten Klappe geht, und er sagt, hey, ich brauche einen Terrain, der muss man den login. Das ist aber so, und das will ich aber auch so, und das habe ich schon für drüber gesagt, wir gucken natürlich, dass wir nicht par la force das machen, mehr wie gesagt, wir gucken, dass es prozedural alles seine Richtigkeit hat, dass wir natürlich probieren, wir am Guten eins zu gehen, für weiterzukommen. Für den Avant-Projet detailliert zu machen, das ist ein bisschen drechen, das man lebt, mir das ist eben so, auch für den prozeduralen Dossier zu erklären. Für den Avant-Projet detailliert zu machen, muss man dann effektiv studieren, das Büro d'études muss weiter an den Detail gehen, und es gibt da wirklich pro Variante wird dann ausgeschafft, wie das Projekt ausgesehen. Ich will sagen, das erkläre ich ja nur auch nach einer, dass man ja momentan, das was am Dossier dran ist, das ist ja die berühmte Streichung par Bayer, wo man noch nicht mit den Bauern geschwärzt hätten, zum Beispiel, wie das hier Exploitation ist, wohin gehen, wo man mit dem Traktor fahren und so weiter. Das sind die Überlegungen, die wir haben, eben durch die gute Feedback, die wir haben, die wir haben können an den Avant-Projet détaillé mal dranhören. Und dann geht es auch noch weiter, will, da muss man ja natürlich den Avant-Projet détaillé geht an Chamber, das Gesetz soll wann nicht gestimmt gehen, Dönno geht dann eben auch auf Basis von dem detaillierten Avant-Projet, geht dann auch geguckt, ja, wie gesagt meine Wasserwirtschaft aus, wo als was für ein Bassin de Retention, also ein Rückhaltebecken, wie gehen wir die Straßenabwässer an den Exutoire, also an die Vorflut zurück, wie gesagt, diesen oder den Lärmschutz aus, den man muss machen, wie aus dem Detail, wie breit das Stoß auf was für einen Platz, wie gesagt, was für eine Kreuzung aus, wie gesagt, was für eine Zufahrt aus, das geht alles an dem Avant-Projet détaillé gemäht, so dass auch dort den Impact wirklich geguckt gehen, an das
d'Autorité kompetent, de Ministère d'Environnement, dat sie können eng Autorisaun geben. An dat wann in den Impact huet och so voilà, detailliert soviel Punkten muss kompenséiert gin, fir dat de Projekt dat wat de Futti mecht, dat man Dreiburg gëtt. Dat flecht in Krapodyk, also en Mokepassage op der richtiger Platz ass an so weiter an so virieren. An déi Autorisaun, die man dann bei den Environnement ufroe gin, déi op dem Avantprojet detailliert, dat das dann eng Decision vun dem Minister vun dem Environnement, Madame Diesburg oder als Environnementsminister, déi Decision die gëtt och ausgehangen, die gëtt publizeiert, mat allem drum und dran, dat das eng decken Dossier vun enger Autorisaun an déi ass dann och dem Publikum zur Verfügung gestalt, an do ass dann och prozedural firgesinn, dat de Publikum dann och können do sich entsprechend äußeren, dat geht dann iwwer Gericht an so mit den prozedurale Schritt, den ass dann als lächten prozedurale Schritt firgesinn, ihr dann de Bauherr d'Autorisaun huet, fir ze bauen, an zur Mission ze goen, d'Entrepreneuren zu besuchen, se Kompensationsmesuren zu machen an so weiter. Das in detaillierte Weh, den ich ha opgeschrieben hunn, mit dat sind all die Schritt, die muss gemäht gehen. Ich hun Statiolo och nicht einfach so fir nächt gezielt, aber bestimmt nicht fir ich ze langweilen. Ich hun ich dat gezählt, fir ich och e Bild ze gin. Ich hu gesot, man sie stolz, dat man den Dossier die Klunner köcht mat 6 Dossien hunn. Me lo geht et richtig lass. Van den Conseil de Gouvernement Conseil van den desideiert huet, lo geht et richtig lass, fir dann den detaillierte Projekt auszuschaffen. Du musst da wahrscheinlich auch mal Geometer rausgoen, fir mal ein Terrain auszumossen, wie eng Levé zu machen. Du könnet sinn, dat man bei dem engen oder anderen dann effektiv 400 Dirstien an nuklappen er soen Leifleit man ginge gern op ein Terrain miese goen, anwer so dat man nicht mehr Kamediam dürfen, wie dat sich passt in der große Leiit. Man muss vielleicht den een oder anderen Vorrasch machen, wo dann eng gros Bohrmaschine kennt, die an de Bodem bohrt, fir ze wisse, wat Geotechnik hier gëtt, wat vun der Geotechnik hier lass ass. Dat huet nämlich en Impact echtens nicht nëmmen op Kächten, méi och wie man Uwrage musssse fondéieren, wie man mat dem Wasser eens gin an so weiter. Et muss Wasser ass en wichtigen Deel, wo man dann och mussssen Hydrologie gucken, wo lebt Wasser hin, wo was fleich die enger oder annner Berg, wo durch de Projekt Impact gëtt, wie geht dat an so weiter an so virieren. Am momentan hunn ich eben lo hai die 4 Varianten gesider op dem Bild hai momentan hummer 4 Stricher paar Bayier an do gëtt wie gesot, gucke ma wie lo een Projekt de reell durchfeierbar ass fir den dann dënner zu studieren. An dat geschiet wie gesot van de Gouvernement an Conseil Decision geholl huet, mehr schaffen drun. Wir können natürlich lo nëmme just fir Eisschwätzen, mehr schaffen drun, dat et méigerweis die Decision am Conseil de Gouvernement kéint fleicht fir der grösser Vakanz geholl gin, mit dat das sans engage que moi. Ich könne just so op de Chaussee schaft drun, fir dat so was. Heinst du, wann man schaffen, geht het nicht immer so, wie man gern hätten oder wie der gern hätte, méi wie gesot, dat das heißt Ziel, fir do weiterzukommen. Voilà. Dat war am Fongolo Präsentationun vun der Prozedur a vun dem Dossier, de man ich haut enker wollten machen, mat wie gesot als Fernziel, war de war immer Mino kennt, Millimeter für Millimeter, 4 Meter, für no 100 Meter oder Kilometer van den Entrepreneur bis du hast. Dat Fernziel, da das für eng Flottstädtchen zu Hesper zu hunn, ënner der Burg, wo man den Trafik am Dorf hun, den man am Dorf brauchen, an den Trafik, den Dorf nicht braucht, den rundum zu feieren. Voilà, dat wären die paar Wörter, die ich Erklärung will gehen zur Prozedur. Den Dossier ist natürlich auch telechargeabel, wie auch die Dossier von der letzten Präsentation, die wie gesagt ein bisschen mehr liebig vielleicht war.
op transport.lu, wo der dann mengen ich alle Götten duiert zit, will do können not zu gucken, fir ich Präsentationun vun Haut zu gucken, fir ich Präsentationun vum lächte Juli enke unzugucken, a wo de Reech kochen, weiterklicken an den ganz dicken, sechsbännigen prozeduralen Dossier, wo die Sachen do alle Götten dra sinn, wie ich lo grad erklärt hun. Voilà. Domat fir ich dann Argument vu menggen Erklärungen an ich ging dann erläben e Glas Wasser zu trinken. Also wissen ob der Teilo geht er also ich meine das gedurcht das Lo dann noch könnten vorgestalt gehen alles hat prozedural das gibt sich dann der Fox wenden ich kann probieren ob der Zeitwarte wo ich selber darüber geschwert bin ich meine sie noch Mikroen am Saal dafür wohin dann gift du hingehen wann ich will eng vorstellen. Fabian Even von der Bürgerinitiative. Ich wollte just wissen, die Dresse stehe ich, sind das Kalender, die ich schaffe, das Mond oder wie? Dann wo ich kann konsultieren. Also normalerweise sind het Kalender déich an ich mengen den Delé ass ungefähr op den 27. März oder so werd de lächten Dach sinn. Ma gucken, dat man do nächt falsch machen, dat het wirklich nicht mannerläng ass, nicht dat man bemmer bei 20 sinn, mir sinn effektiv 30 Steich wo den Dossier op ass a wo Leiit, wo jiwen sich können kommen lassen. Okay. Merci. Guten Abend. So. Ja, mein Name ist Claudine Klein, ich bin von Hasel, das Gemeng Valle la Tour. Ich kann den Erklärungen von Herrn Reuter, die schenken mal ganz plausibel, sinnvoll und ich meine, das geht auch in die richtige Richtung. Ich frage mich aber, ob das nicht irgendwie kontradiktorisch ist zu dem Vorgehen, wie es in dem Projekt lebt, und ob das, was Herr Reuter sieht, wirklich Ziele von dem Projekt und auch von der Gemeng Hesper ist, weil letztendlich das Ziel einfach roh am Kern von Hesper zu haben. Die hat nämlich ganz viel, Herr Fox, über Impact geschwärzt, wo an der Prozedur muss geguckt gehen. Die hat den ganz Löscht von Assoziationen, an Landwirtschaft etc. Abgezielt, wo der proaktiv agiert, a Platz zu reagieren. Da das ja auch etwas, will in agieren, proaktiv und nicht reagieren. Dafür bin ich froh, was ist mit den Gemengen, die nopisch Gemengen, die wo absoluten Impact durch den Kontournement von Hesper wird stattfinden. Ich schwätze nur konkret von einer Straße, wo der Verkehr von lo 3.000 auf 10.000 Autos wird gehen. Als das do allein den Avis au Public, den do gefragt ist, müssen dort Abwohner sich all einzeln durch die 6 Plünnerkosten schaffen, an ihren Avis aufgehen, oder hast du auch irgendwie eine proaktiv Konsultation mit den betroffenen Gemengen envisageable? Voilà. Den Herr Reuter hat auf mich geguckt, also kein Problem. Also die Gemengen, die direkt betroffen sind, das Gemeng Reiser, da wären wir effektiv Martine schon 2017 mit Kamil Gira einkehr da. Wir auch zu gucken, was da trafiksmäßig wieder den kennt machen, dass kann man so mal dass den Impact, dass den gerabel ist und so weiter und so fort. Pardon. Nicht an so weiter an so viel, dat den Impact gerabel ass. Et ass
ganz viel unter Etüte Trafik geschafft gehen, wo man auch gesehen, was mischt da aus. Und ich meine, die Gemeinweiler Natur hat sich an der Letzte effektiv auch beim Minister gemeldet, wofür man dann auch dezidiert tun. Ich meine, der Navi also auch zu Weiler Natur ausgehangen an die Leute, die wissen, die sind, ob man es dadurch sind, sie avertiert, dat eben die Konsultation du Publikum dat die lebt. Wat den Recht belangt, da wollte ich am Fongol just op ein Dossier verweisen. Am Dossier weisen wir genau den Impact, wie dann noch, oder wenn wir durch Straßentrafik zum Beispiel schwätzen, wie der Straßentrafik fährt an den einzelnen Ortschaften evaluieren oder variieren. Ich ging aber just auf dieser Seite, auf dieser Platz will so den Straßentrafik an der Zukunft geht jo an die Luft, nicht nur von einem Stoß bauen. Der Straßentrafik an der Zukunft geht an die Luft, weil eine Entwicklung am Ländchen ist, weil verschiedene Ströme eben wollen mit dem Auto und zwischen fahren. Ich meine nicht, dass der Straßentrafik so furchtbar an die Luft geht, weil die Bussen, wo man den ÖV will fördern, kommen. Mit der Straßentrafik kennt am Fongol durch mir ein großes Croissance von Straßentrafik, kennt am Fongol durch mehr ein großes Demand von eben der Mobilität. Und das ist ein Faktor, den können wir do als e Kontournement ja oder nein, den mischt du, da das nicht den Driver von der Mobilität. Also der war so effektiv, die Straße, die hat einen gewissen Effekt, dass du auch ein bisschen Trafik vielleicht mehr kennt. Und ich meine, du hast ja von Auto geschwärzt, was das ist eine gesellschaftliche Diskussion, will ich sagen, wie viel Trafik als für Menge dir akzeptabel. Das meine ich, das ist die Frage, die sich da stellt. Wie viele Autos sind für mich akzeptabel, die für Menge dir fuhren? Wissend, dass ich auch einst bei dem Nopperland fuhren, aber wissend, dass auch eine Infrastruktur, die ja von der Allgemeinheit bezahlt wird, dass die ja dafür da ist, justement wird den Trafik von der Allgemeinheit für den aufzuwickeln. An die Diskussion, das ist keine technische Diskussion, die können wir auch, die kann ich nicht mal durchführen. Ich kann just sagen, wenn es eine Croissance auf einer Straße gibt, die auch vielleicht berechnen das und die dokumentieren das, da werdet ich schon Zöllen noch nicht am Kopf. Der hat Zölle gesagt, ich weiß nicht, ob die stimmen. Ich kann nicht dadurch heute noch nicht sagen. Dann ist das effektiv ein Effekt. Aber wo ich aber so den Effekt, wie viele Autos können für Menge dir fuhren und nicht für anderen, das ist ein ganz anderer Frage. Und da, wo Mario die Geschichten geguckt, dass wir drinnen geschwärzt gehen von den Modellfiltern und so, da sind Varianten geguckt gehen. Da ist auch aufgewiesen gehen, wann wir uns zwischen Croissance auf einer Straße zuhält, wie gehen wir damit Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten auch für am Straßenraum von der Zukunft, für dort dann Mesuren zu holen, dass vielleicht ein Trafik da ist, den nicht nur gefehlt, aber den noch real mit groß ist, aber wo ihn dann über Mesure d'Apaisement können holen, auch Staatsstraße, Reso. Ich meine, das, was den Herr Reuter für du gesagt hat, Mobilität von der Zukunft, gucken wir, dass wir immer mehr eine Qualität an den Dir verkriegen. Es sind momentan die Planten oder wo die Leute reklamieren, Reklamationen von den Leuten über den Trafik an den Dörfern, das sind da zwei. Erstens viel Trafik und zweitens Serientrafik. Und die Geschichte von der Croissance, von der Masse vom Trafik, die ist bedingt effektiv durch die Organisation vom Strassenreso an, eben durch die Croissance von der Ökonomie, die haben wir an dem Sinn nicht wirklich am Griff. Mehr was wir eben am Griff haben, dass die Vitessen an den Dörfern, die Vitessen an den Straßen, das wird auch vom Minister angekündigt gehen, dass wir gucken, dass wir an Ortschaften, die geplant sind, dass wir da wirklich dann Apaisementer kriegen, justement, dass ob man die Vitesse, dass die Vitesse, dass die apaisiert wird.
Das ist das, was ich am Fongol zu der Dofroken soen. Wie gesagt, Gemeng Weiler Natur hat sich gemeldet gehabt. Der Minister ist sich des bewusst. Wir haben den Navi als Dohner ausgebreitet gehen. Und die Leute haben auch die Möglichkeit für hier Avien ranzugehen am Kader von der Konsultation du Publik. Gelebt man es auch Hanno an der Auswertung, da das ja nicht die Köche, die man von der ESPA Gemeng werden als Retour kriegen, dass man die dann einfach an den Eck stellen, am merken, wie wann nicht gewirrscht wird. Erstens muss Gemeng selber in Avido zu gehen, und zweitens wird auch die Reklamationen von den Bürgern an Dawen oder d'Objektionune vun de Bierger, die werden auch an den Avis agoen und de Conseil du Gouvernement an wann do Sache sinn, da werden do wahrscheinlich dann noch Decisionen geholt gehen, wer op der enger oder op der anderen Platz nach 40 gesinn ass. Merci. Ja, ich war froh, dass der Lebensqualität von dem schönen Zentrum von Hesper geschwärzt wird, in der Burg. Die Lebensqualität ist auch wichtig, insofern, dass man 100 Pfennig zum Beispiel Büscher haben, wo ich spazieren gehen kann. Und du hast natürlich sowohl den Trasse West wie Est, ne, den du ein Problem hast. Und da frage ich mich, wenn die immer so schön schwätzt von dem Strich, den du gezeichnet hast. Ist das der Strich oder sind da schon Konzeptionen handen dran, wie ihn das machen, für das wirklich die Lebensqualität von den Hesper-Fendingen und Alzinger Leuten garantiert, dass das nach einem Nachholungsgebiet ist und so weiter. Ja, der Strich ist effektiv ein Strich. Es gibt nach, kann man so mal, eine gewisse Latitude, die ist aber nicht am 100-Meter-Bereich, mit erster 5 oder 10 Meter, wo ich noch ein bisschen regeln, das ist klar. Und kann man so mal, die Lebensqualität außerhalb vom Dorf, du hast 100% recht, die ist, du hast einen Impact vom Trafik, wird nicht von der Straße, das ist nur die Steher an der Landschaft, oder also integriert an die Landschaft. Wir gucken natürlich die Nuvrage an die Landschaft zu integrieren. Können wir auch sehen, dass den Leute von das steuert. Aber es gibt gute Beispiele, und ich meine, da probieren wir auch heute zu machen, für die Straße gut an die Landschaft zu integrieren. Das da den, dann da das ist natürlich dann den Trafik, den Zerschneidungseffekt, der kennt, den am Fongehol eben durch Trassenfeierung ever groß beeinflusst das. Der Rest von der Lebensqualität, da mengt er wahrscheinlich Comedy. Da gibt es verschiedene Auffassungen, und ich weiß auch nicht, wie weit dat Obligationen sind, weil man muss ja als Staat auch als Suen oder dem Steuerzahler Suen so ausgehen, dass es aufgewogen ist und dass es kann man so mal angepasst verdeelt ist, das nicht von unserer Seite imaginabel, dass wir gingen die Straße an den Trach bauen, wo wir allzeit nach 5 Meter Lärmschutzpanel gingen machen, für justement an der Landschaft, für den Trafik nicht zu haben. Aber wie gesagt, oder für die Kamedi, die Beeinflussung nicht zu haben. Mit dem Rest machen wir ein Maximum, für die Straße so zu integrieren. Wir sind gerade darüber geschwärzt, wie den am Fongol das Landschaftsbild, wo der jo am Reeserbahn oder am Wölzigtal, wo der Straßen hat, wo der wirklich kleine Straßen hat, hier ein bisschen mehr ein Großmeter, das aber kein ganz großes Sinn, eher nur 2 Straßen, wo in das Landschaftsbild vielleicht kennt, auch abwerten, an dem da den zum Beispiel ein Zucht Alleebeem möchte, wo ihn dann am Fongehol den brutalen Effekt Auto op Tarmac, wo in den ewer schon attenuiert. Aber wir gucken auch mit dem Doigté, mit der Sensibilität eben in Straßenplanung rundzugehen. Ich bin noch nicht nur in den Comedy gedurcht, weil Comedy Humor ist genug.
also von der Autobahn hier, die geht ja auch nach mir breit und da können doch noch die kleinen Zichelchen dabei. Ne? Also da haben wir am Sommer mehr da Fenster, wenn er zu Fending wohnt, mehr dazu. Ne? Nur jetzt. Wie das immer mit kalt geht am Sommer, ne? Ist das natürlich ganz interessant. Ich will da nicht egoistisch für die Fendinger schwätzen. Für mich ist es wichtig, insofern, was die Lebensqualität angeht, dass die Leute können an den Büsch, an auf die Felder nach können Trippeln gehen. Das ist so wichtig, dass die Gemeinde neben dem Urzigstall Richtung Bohnenweg nach einem Terrain hat und dann noch ein bisschen im Hofwald, mit der doch innen für Hesper und so weiter ein Terrain ist, wo ich kann Trippeln gehen. Entschuldigung, da hatte ich war schon viel mehr weit, auch philosophisch, wie da ist ein ganz einfach froh, es geht ja um Trippelwehr. Und wir gucken natürlich, dass wir Trippelwehr an Velosphäre, dass wir da den Reso so herstellen, dass auch die Qualität, dass die gewährt ist. Wie gesagt, ich war vielleicht ein bisschen philosophisch, ein bisschen aufgedriftet. Das ist aber von meinen Lieblingsthemen, dass das die Sensibilität vom Straßenplaner an der Dinge. Aber du hast recht, also wir machen es so, wir gucken, dass wir die Trippelwehr, die Verbindungen, dass wir die nicht kappen und dann als ein Sackgasse, sondern dass wir da wirklich auch den Reso so herstellen, dass die Leute können Trippeln gehen und dazu können man Velo fahren. Wir haben übrigens am Dossier, da war so ein Plan dran, mit der Wehr, wie wir es vorstellen, dass die werden Hanno vom Reso hier funktionieren. Das aber, wie gesagt, auch dann nach Varianten abhängig. Und da muss ich dann noch gucken, finde ich vielleicht die eng oder andere Symbiose natürlich mit der Landwirtschaft, weil ich meine, all Wehr, die da draußen sind, landwirtschaftlich Wehr, mit der Tour etwas, wird man auf jeden Fall gucken, dass am APD die Konzepte, dass die da sind. Bonsoir, mein Name ist Anne, ich bin zu Altzingen. Ich bin froh, ich meine, das Pluto für den Reuter. Ich bin in Kanton, und das dauert schon nach ein paar Jahren. Wie ist es am Busreso? Soweit ich mich erinnern, hat gleich genau gesagt, sie geben nur auch etwas anderen. Aber wenn ich dazu sternen, oder gehen wir den Menschen noch mehr gewohnt, zum Beispiel voller Bussen auf den Hof, dass wir da einen Tram holen, oder können da etwas so, wenn ich das neue Planung von der Busreso rauskommt. Merci. Merci, Madame. Ich muss sagen, dass ich den Busreso an all seinen Iterationen, ich kann nicht am Detail so, werde ich kann sagen, dass die den neuen RGT-Reso, wie genannt wird, die ganze Umstellung von all den Linien am Land, die ist am Juli fertig. Es sind auch pure Linien nicht so umgesetzt, wie sie an dem Plan da sind. Ab Juli hat den neuen RGT-Reso. Wie ganz genau die Bannung weil das völlig nicht so, es gibt eine dumme Zone, von der man Koordinien gibt, dann antworten ich mehr am Detail mehr pertinent, mit mehr genauen Datum und mehr genauen Linien. Wie langfristig das aber nicht froh, wie langfristig ist es evident, dass es ein Propos und Politik, weil das sind wir an der Gemengepolitik auch. Wir haben, das wird auch an dem Dokument, an dem Plan National gesehen, den in April rauskommt. Es stellt sich an der Ceinture suburbaine von der Stadt, also an all den Gemengen wie Hesper, Straße, Leitling und so weiter, stellt sich froh, mit wegen Busoffer ist für die am besten. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Weil die hier im Moment zu Hesper 4 und allem hat, ihr seht angebunden und Energieterlinien, die von weit kommen. Und dann ist es ja so, es gibt 101 Gemeinden am Land, die hätten gerne eine Direktbuslinie am Zentrum von der Stadt. Und es gibt eine Gemeinde am Land, die will keine RGT-Bussen am Zentrum von der Stadt. Das ist natürlich die Stadt Lützeburg selber. Aber wie kriegen wir das gelöst? Weil das für euch und noch für all die Randgemeinden rundherum ganz uninteressant, für so eine Kurzdistanz an den RGT zu klammen, den ich dann zu Bohnenwirsch schon rausgeheilt. Das wenn wir Hesper an all die Gemeinden rundherum als eine Agglomeration verstehen, da müssen sie auch städtische Buslinien haben. Da muss es zwar für bestimmte Destinationen umklammen, mit kann nicht sein, und das ist auch von den Gründen, wie wir Leute so viel Auto holen an diesem Speckgürtel, kann nicht sein, dass für alles muss umsteigen. Und das geht aber nicht mit den Gemeinden zusammen,
Das Ministerium unterstützt das finanziell ganz substanziell. Ich meine, es geht um 30 Millionen Euro zu, die wir der Stadt Lützeburg gehen, für sogenannte Linienkoordoneen zu führen. Das sind AVLs Linien, also städtische Buslinien, die über ihren Territoire rausfuhren. Dafür kriegen sie ganze Batzen Millionen Euro vom Ministerium, für das zu machen. Und das ist das, was für Gemenger noch die Wurschfunden ganz interessant ist, weil wenn eine Linie haben, die quer durch die ganze Stadt fährt, und sie hält dann noch zu Hesper oder zu Alzing, da klammt da dran, und dann ist der öffentliche Transport für attraktiv, weil da kommen davon Ried an den Zentrum oder sogar auf die Kirchspiel oder was weiß ich. Das ist das langfristige Ziel. Mir ist froh, wer kurzfristig, und wenn der Herr Noma vielleicht eine E-Mail gibt, dann gucke ich, dass er mehr Antwort kriegt. Ass nach eng froh ich gesilo grad keng Hand, du hast noch en Herr, den opsteht. Ja, mein Name ist de Jong, ich bin Landwirt auch betroffen an lo mit der Trasse. Am Fond, wenn ich lo der Ostvariant gesagt, dann muss de Zoom merci so dat do mal ugeschwert wird, weil für all die Hersbeleid die spazieren gehen, dann gehen wissen dus niet. Also ich frage mich überhaupt, was sie da eine Variante so gemacht haben, weil es viel mehr sehr direkt auf der Autobahn so kann gehen. Und lo muss da noch etwas gemacht, weil da auch eine Wildkatze da rundherum lebt. Meest Menschen, die wird sowieso so lange Flemm, weil es gibt 3 Bricken sowieso gebaut. Also ich will das Beleid sowieso dann maar froh zu gucken, dass die Ostvariante sowieso nicht gebaut wird, weil das für keinen gut ist. Und das war eine Bemerkung eigentlich. Es muss auch merci so ein Pension, dass sie uns rückgetreten sind, dass man aber mit der Landwirt an Pension, dass man darüber können schwätzen. Aber es leidt auch net an Eisenhand, het lijkt je mee de politiek die is mee betroffen bierse dan nog. Oké, zo is merci. Da muss ich aber darauf reagieren. Vielmals merci, Herr de Jong. An auch all den anderen Betrieber, Bauern, die bereit sind, wie sich dann noch eine Diskussion mit uns anzulassen. Wir wissen alle Guten, dass wenn wir fertig sind, also es nicht mehr wie wir tun. Und ich meine auch die Courage an die entgegenkommen von all den betroffenen Betrieben an Leuten, an Familien, würde ich auch dann auch de Merci und ich sagen, weil das ganz wichtig, dass man am Fongehol es enger Problematik bewusst sind, an die dann noch können entsprechend aufschaffen. Guten Abend, ich bin Denitza. Ich wohne zu Hespa an der Route de Thionville. Und ich entschuldige mich, stelle mich auf Französisch. En fait, je vous remercie aussi de cet engagement, mais j'ai une question au sujet de la route de Thionville. Évidemment, la pollution sonore de l'air, tout ça c'est évident, mais je voudrais en fait souligner le fait que c'est assez dangereux parce que, disons que pas tous les conducteurs respectent la vitesse qui est déjà assez importante, à 50 km, ça reste une zone assez résidentielle, enfin, essentiellement résidentielle. Et surtout, la partie la plus étroite, vers les numéros 360, 370, c'est en fait, en plus il y a des constructions en place et c'est même dangereux de traverser la route. Donc, est-ce qu'il y aura une solution intérim pour limiter potentiellement la vitesse sur ce côté de la route de Thionville, comme ça on sera plus à l'aise quand les enfants traversent la rue et éventuellement les conducteurs respectent les feux. Merci.
Merci, madame. J'essaie une fois d'imaginer l'endroit où ça se trouve. Donc, ça devrait être à partir de l'église, direction ville, je dirais. Tout à fait, oui. Alors, voilà, dans le projet, la classification fonctionnelle et l'aménagement, vous êtes encore dans la zone très apaisée qu'on a prévu d'y projeter. Ça, c'est, comment dire, la vue à long terme. En ce qui concerne le court terme, actuellement, il y a les règles, comment dire, du passé qui s'appliquent encore. Et tout ce qui est vitesse, il y a des possibilités d'aménagement, mais qui sont assez restrictives. Les nouvelles règles, donc je dis toujours, aujourd'hui, c'est la fin du passé et le début du futur. Donc les règles actuelles, ce sont les règles qui sont d'application, et si aujourd'hui le code de la route vous dit vous ne devez pas traverser la route quand le feu est rouge, c'est la règle qui est à respecter et selon laquelle nous, on gère toutes ces demandes-là. Par contre, dans le futur, il y aura peut-être plus de feu rouge, donc la règle, elle sera différente. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on veut aller avec notamment le plan national de mobilité 35. Et ce que j'aimerais faire de cet endroit-là, parce que les ponts et chaussées sont très souvent confrontés à de telles demandes d'habitants, de citoyens qui ne sont pas contents d'un comportement pas très civil d'autres citoyens qui roulent vraiment à des vitesses excessives. Et souvent, on a de telles demandes, on a des questions parlementaires, etc. Très souvent, on fait un appel parce que ce n'est pas les ponts et chaussées qui peuvent, à court terme, régler le problème, mais c'est la discipline des gens qui conduisent et peut-être des mesures répressives des forces de l'ordre. Donc c'est un petit appel. Je profite de la tribune que vous nous avez donnée là-dessus, mais c'est un petit appel que j'aimerais faire à tout le monde. Also, viele Plätze, da sind Leute, die sich beklagen, dass Leute sehr fahren, aber sehr fahren, das kann eventuell dem Auto seine Schuld sein, das ganz rar der Straße hier Schuld, mit das Tax den auf dem Steuer sitzt, den das nicht respektiert. Den Appell würde ich mal am Publikum machen. Ich weiß noch nicht, wie als Audienz da draußen, also ich weiß noch nicht, wie die Message weitergeht, aber ich meine, Enker mehr können ruhig gesagt gehen, an Platz Enker zu machen. Donc merci Madame pour votre intervention. Also wir sind noch keine Frau mehr, ich weiß nicht, Gemeinmengen ich doch keine Frauen als het nicht zur Prozedur. Ich bin extrem froh, dass wir mit dem Mobilitätsminister, mit also Kollegen von Travaux Publics, mit den Kollegen aus der Albert Premier, dass wir es fertig bräuchten, wir ein Dossier so auf die Gemeinde zu bringen, prozedural, den dann noch wo die Prozedur, wo wir sehen, ich sehe wie die Prozedur, also wo wir das dann aushängen, wo wir dann gespannt sind, ob da wie in den Rack kommen und dann noch zu schaffen, dass der Tenno zügig weitergeht. Am Numm von Ponts et Chaussées ging ich alle gute Merci so an ich mengen. Ich bin noch nicht den Einzigen. Der Minister Bausch mengen ich perfekt vertreten durch den Christoph Reuter von dem Mobilitätsminister. Ich mengen, der schlägt sich Mengen Remerciements bestimmt. Vielmals merci alle Gute.